Hey Lütlis, schön wieder hier. Final Fantasy 7, das Original 1997. Wir sind hier gesehen, im Wallmarkt. Ich habe natürlich ein bisschen gelesen, jetzt ein bisschen vorbereitet darauf, wie wir dort in das Honigtöpfchen reinkommen. Nein, ich kann mich einfach nicht entschließen. Hier, nimm das, anders kommst du nicht rein. Von ihm kommen wir nämlich eine Mitgliedskarte über. Für die Honigbiene. Und da können wir jetzt natürlich rein. Ja, lass mich mal durch da, genau. Jetzt rede ich mal mit dem. Hey, ist das eine Mitgliedskarte, die ich da in deinem Händchen sehe? Bitte, komm rein. Juhu. So kannst du sie zum Narren halten. So hast du sie also reingelegt. Also los. Ich meine, schnell. Das ist natürlich eine epische Szene, das muss man nicht sehen, aber ja, ich denke für jeden Fantasy-Freak, wie die das sieht, die da sowieso zuschauen, ist das, bitte, wähl ein Zimmer. Mann, der ist vielleicht komisch, aber das sind sie ja alle. Müssen wir etwas auswählen, okay. Ist das die Lexene? Oh, ich nehme einfach dich ab. Hallo, du darfst hier nicht rein. Ein Perverser. Hey, nicht. Kleb, kleb, kleb. Oh Gott, noch ein von denen, du weißt schon, die empfindliche Sorte. Ignoriere ihn einfach, ignoriere ihn. Ich glaube, ich kann hier noch etwas sich ein bisschen verwöhnen, oder? Ich meine, schnell. Was? Das ist ja keine Zimmer, oder da? Der Gruppenraum sieht unbewohnt aus, ich nehme es. Aha. Okay. Der Raum sieht unbewohnt, das nehmen wir. Ich nehme dieses Zimmer. In Ordnung, wir müssen nur in das Zimmer reingehen. Du überlegst dir nicht anders, oder? Ich muss mich nicht wiederholen. Sei mir nicht böse. Oh je, einer von diesen Brutalos. Sie ganz zart behuchti. In Ordnung, bitte. Jetzt kann ich rein. Schön. Okay. Hä? Du? Was machst du denn hier? Dasselbe frage ich dich. Was machst du, etwa Dummheiten? Glaubst du, Probleme lassen sich lösen, indem man nur an sie denkt? Oh nein! Hilfe, irgendwer, schnell! Das ist immer ganz so schnell. Durch Abwarten und Tee trinken änderst du gar nichts. Was sagst du? Es bewegt sich. Was? Wach auf! Rubbel, 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 rubbel. Okay. Klatsch, stampf, klatsch, stampf. Quiek, quiek, patsch. Au, au. Was geht denn da ab, Mann? Jetzt hat diese MP wieder hergestellt. Wach auf. Wach auf. Hey Mann, was geht da ab? Da bratsch du mir rein. Leckst du da irgendwie ein bisschen? Ja. Ich bin erleichtert. Okay, Kleiner, hörst du? Du bist zusammengebrochen. Nein, nein, nein. Sei nicht so nervös, hä? Man sagt, die Jugend dauert so lange. Und ist doch so kurz. Jetzt gib mal dein Bestes. Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Die Zeit ist um. Tschüss, Kleiner.
Okay, ich will nicht wissen, was hier innen passiert ist. Und ich will auch gar nicht wissen, was hier auf dem Bett hier passiert ist. Nein. Ist das ein Tausch? Ah, okay. Jetzt ist eine Kamera da drin. Da wie Charlie Sheen daheim. Kann ich jetzt auch noch in die anderen Zimmer? Ich würde hier gerne probieren. Nein. Hier ist immer noch gleich. Okay, ich glaube, ich kann es auch Angst machen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber immerhin sind wir... Hey, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Oh, ich möchte an Blumen, aber bei hübschen Mächten werde ich immer so nervös. Mein Herr, es ist kurz vor Geschäftsschluss, also denken Sie bitte an alle persönlichen Objekte. Hey, Zadi! Komm. Jetzt ist sie einfach wieder zu mir mitgekommen. Mit den Beidli, wie sie da rumfliegen. Das ist schon zu viel. Johnny, was sagt der noch jetzt? Aris, danke für die Blume und den Gil. Die werde ich in Ehren halten. Ich werde sie trocknen und als Glücksbringer tragen. Gut. Wir müssen ja eigentlich zum Don. So viel wie ich weiss. Aber wir müssen uns umziehen. Und dass wir uns umziehen können, ich kann mich auch noch schminken. Ich glaube, wenn ich als Frau bin, kann ich noch eigentlich... Ja. Ich muss irgendetwas machen, dass der Don Corleone mehr auswählt. Sorry. Jetzt dann wahrscheinlich schnell schauen, etwas. Da gibt es auch noch so eine Mini-Quest. Aber das ist auch noch nicht jetzt, hä? Okay. So, aber ist jetzt gerade dann. Da innen ist nichts mehr. Jetzt muss ich schnell schauen, sorry zusammen. Nein. Hier ist Parfüms-Diadem. Ich kann mich noch schminken. Jetzt ist er da, schau jetzt. Oh, da bist du ja. Es ist fertig, probier's an. Schlüsselobjekt Baumwollkleid. Ich glaube, er hat ja was Besseres bekommen. Ja, jetzt gehen wir uns anders anlegen. Er läuft selber. Wie zieht man das an? Ja, das ist wirklich immer so ein Phänomen. Keine Ahnung, wie man das Zeug anlegen würde. Huch, lass los. So ganz stimmt es noch nicht. Eine Perücke, die fehlt. Ah ja, eine Perücke. Ich habe mir gedacht, also habe ich mit meinem Freund gesprochen, wo man eine bekommt. Kennst du das Sportstudio? Da gibt es eine Menge Leute wie dich. Geh, red mit ihnen. Okay, jetzt kommt das erst. Wie dich, Aris. Was hast du ihm erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid. Also wir müssen uns hier anders anlegen, als Frau verkleiden, dass wir zum Don Corneo, der das Ganze tut managen, die ganzen Slums hier, das grosses Tier, damit wir zu ihm reinkommen. Weil Tifa dort drinnen ist. Jetzt kann ich gleich mit der reden. Du willst also einen auf süß machen? Auf süß? Genau. Und die Perücke? Bekommst du aber nicht umsonst. Big Bro. Süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Messen? Da ist ein Schreibfehler gewesen. Genau. Machen wir also Kniebeugen. In Ordnung. Aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht? Der ist ständig hier und alles dreht sich um ihn. Aber egal. Komm hier rüber. Komm rüber. Die Pixel sich drehen. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn du bereit bist, drücke Wechsel, um in die Hocke zu gehen. Abbruch, um aufzurichten. Und OK, um wieder die
Ausgangsstelle rausnehmen. Was ist wechseln? Abbruch, okay. Wechseln. Nein. Wechseln, Abbruch, okay. Ah, sorry, das habe ich jetzt nicht wollen. Wechseln, Abbruch, okay. Wechseln, Abbruch, okay. Oh ja, man kann noch ein bisschen üben, das ist schön. Dann fang an. Aha. Okay, dann weiss ich, wie es geht. Also, lass uns loslegen. Ja, ich hab's geschafft. Er hat 18, ich hab 20. Du bist echt eine Nummer. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Hier hast du sie. Schlüsselobjekt, blonde Perücke. Big Bro, ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Bam. Die hat den Pfupf drauf. He? Eine Fresse von den Arc Bros Hieb bis auf die Knochen. Okay, ich lasse die jetzt mal. Jetzt habe ich eine blonde Perücke. Ich glaube, wir hätten nämlich, wenn ich es nicht geschafft hätte, nicht eine blonde bekommen. Gut, jetzt können wir uns anders anlegen. So. Ziehst du dich um? Okay, ich bin soweit. Oh. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht, sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Zolli. Was meinst du mit eleganter? Glück, er watscht schon. Jö. Du bist echt süß, Fräulein Zolli. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Jetzt weiß ich noch auf den Streit. Ich möchte dieses. Wie, was? Ich zieh mich jetzt um. Sie hat selber entschieden. Ja, ich muss jetzt sagen das und das, sondern sie entscheiden selber. Das ist sowieso nicht gut. Und, wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langweiler. Sie sieht doch super im Remake. Jö, das hat ihr so ausgebaut. Jetzt kommen wir eigentlich ins Honigbienenli-Töpfchen dort runter zu den Bienenlis. Oh, ich glaube, ich kann mit... Oh, wow, hey, Prinzessin. Schau da, wie sie kommen. Schau da. Wie Wölfe. Lass mich durch. Klar, ich rede nur mit den Hübschen. Das bist du. Du bist klasse. Oh. Ja. Ich will rein. Das ist ulkig. Eine harte, stachelige Frisur sieht irgendwie bekannt aus. Ich rede mal mit einer. Mit allen. Mit einer. Kann ich reden? Junges Mädchen. Weiße Haut. Jetzt geht's mir besser. Recht fest. Trainierst du? Ja, ich trainiere. Hey, jetzt Leute mit hören. Jetzt kommen wir raus. Und wieder rein.
Ich bin so... Johnny, freut mich. Ganz nervös. Ach man, ja, mir kommt dort rein. Ich kann mich einfach noch schminken. Der halt nicht. Jetzt können wir zum Don gehen. Jetzt löse ich mich nämlich rein. Vorher löse ich die nicht rein. Sie lassen keine Männer rein, nur Frauen. Darum das Ganze. So. Und, was sagst du jetzt? Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Oh, so ist aber schnell gegangen. 2 Damen kommen. Hallo, meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum. Okay, schnüffle nicht rum. Aris, das ist unsere Chance. Komm, suchen wir Carmen. Ja. Okay, ich schnüffle nicht rum. Nein, das mache ich nicht. Ich tue nicht rumschnüffeln, was ich hier mache. Nein. Ich tue nur die Sachen gut begutachten. Das hat nicht, wo sie wohl ist. Keine Ahnung. Wo sie wohl ist, das weiß ich immer noch nicht. Wo sie wohl ist, nein, das ist auch wieder falsch. Ich schnüffle nicht rum, nein. Ich will nur wissen, was hinter dieser Tür ist. Ich komme nicht rein. Hallo. Geschlossen. Oh. Ah, da ist sie, Tifa. Oh. Natürlich ein bisschen schämen. Schämt sich jetzt. Wo natürlich als Frau verkleidet ist. Carmen? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Aris. Zodi hat mir viel von dir erzählt. Jetzt gibt's einen Zeckenkrieg. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Zodi im Park. Ja, mit Zodi. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Doch, es ist der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Doch, ich verstehe dich falsch. Zodi und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Ja, bist sicher? Aris, armer Zodi. Da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Aha. Was, Zodi? Zodi? Jo. Ich will das hier hinholen. Ein Äther füllt Magiepunkte auf. Elektrischer Stuhl. Psst. Das sieht ein bisschen mehr aus wie so eine Falterkammer von So 3, glaube ich, ist das, ja. Okay, was sagst du? Carmen. Ui, Zodi? Ja. Was hast du denn da an und was machst du hier? Vergiss es, was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Alles okay, Baby. Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Genau. Mir geht's gut. Aris hat mir geholfen. Oh, Aris. Carm, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, ich halte mir einfach die Ohren zu. Genau. Ja, der sieht doch super aus. Kann jetzt bitte macht ruhig weiter mit eurer Privatunterhaltung. Machen wir doch. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Oh ja, Baby, ich bin auch froh, danke. Was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Stascha schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm raus. Und da wurde der Don erwähnt. Der Don Corleone. Aha, und Don Corleone? Stash hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Ich nenne jetzt einfach Corleone. Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was das ist. Corleone. Ja, ich bin halt Italiener noch und kann sie es mit gewissen Wörtchen halt so nehmen. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corleone erfahren. Und darum bin ich hierher gekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich 3 Mädchen, wählt sich eine aus und dann naja, Schwein. Na, ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance.
entschuldigt, ich hab's zufällig gehört. Ja, zufällig, das ist keine. Wenn du die 3 Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier 2, richtig? Nein, Aris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Carmen darf sich in Gefahr begeben? Nein, ich will auch nicht, dass Carmen mitmacht. Wär's dir recht? Ich bin mit den Slums groß geworden, ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Natürlich, sie kennen sich sofort und vertrauen sich das ganze Leben lang. Ja? Danke, Frau Aris. Nenne mich Aris. Hä? Und? Gibt Stress? Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Okay. Ich hab doch euch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also, Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das 3. Mädchen bin ich, nicht wahr? Ja, das bist du. Das bist du. Du hast recht, es war unnötig zu fragen. Ich kann mich wieder bewegen. Weißt du, wenn man nicht genau hinschaut, siehst du gar nicht so schlecht aus. Was das schon wohl sagen würde, wenn er dich jetzt sehen könnte. Besser nicht. Die werden noch Verdacht schöpfen, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, gehen wir. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir wieder alle 3 dabei. Jetzt muss ich schnell schauen, wegen der Materie, ne? Ja, Schutz. Das wäre noch gäbig, wenn er den Schutz hat. Das heisst, da hat Schutz. Und dann macht es Kälte. Genau. Ist eigentlich schon ein bisschen gelevelt worden. Also. Los geht's. Der quatscht jetzt nicht, ich gehe gerade direkt rein. Jetzt bin ich sogar ein bisschen verschrocken, wie die Tür auf ist gegangen. So. Da haben wir ihn. Das ist der Don Corleone. Also, meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Don Corleone. Gut, großartig. Also dann wollen wir mal sehen. Welches Mädchen soll ich mir aussuchen? Du vielleicht? Das hier? Oder vielleicht du? Oder das? Wer nimmst? Es ist glaub gut, wenn er mehr nimmt. Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... Nein. Dieses schlanke kleine Mädchen. Scheiße. Don, du hast einen prima Geschmack. Ihr könnt die anderen haben. Shit, Mann, ich hab glaub etwas bekommen. Jetzt gehen sie in Separé hingern. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss Don Corleone zu verdanken. Ein 3-faches Hoch auf Don Corleone. Haha, also meine Damen, sind wir soweit? Schau, wie sie kommen. Schau da. Hey da, langsam. Warum denn so schnell? Warum bleibt ihr nicht ein bisschen hier? Schau da, diese. Wir werden richtig nett zu euch sein. Ich will euch ihnen tun. Hey, geht's? Das ist verhangen. Jetzt schnell ein bisschen schauen, ob es da etwas gibt. Der redet jetzt noch nicht. Wie sie kommen, wie Zombies. Resident Evil. Was sagst du? Rechtski. Ja, das muss ich etwas machen. Oh, eine Phönixfeder. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da der Trank ist.
Oh, das sieht nicht schlecht aus, ja. Hier, da, langsam, warum ist das so schnell? Muss ich warten? Komm, mein Schatz. Aha, wir gehen tanzen. Muss ich mit Aula reden? Du siehst nicht schlecht aus, was? Durchtrainiert. Hey, was ist los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein, das ist sehr nett, aber nein, danke. Weil? Ich dir jetzt der Arsch versohle von dem struppigen Etwas, über die ich nichts wissen will. Zack. Forza ragazzi. Was? Ein Mann? Verflixt nochmal. Du dachtest, du könntest ungestraft davon kommen. Schnappt ihn euch, prügelt ihn durch. Ja, jetzt müssen wir mal aufhocken. Also einfach 3. Mal einfach 3. Das sind 3 von denen. Ist immer lustig, dass sie nachher anders aussehen. Bam! Zauber. Blitz auf alle. Auf beide. Auf alle. Mehr als 2 sind so nicht. Easy peasy. Easy. Ich habe noch mehr. Grrr, also los, was ist denn mit euch? Bla 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 bla. Kommt schon, ich zeige euch, wie es geht. Ja, jetzt kommen wir noch die 3. Zauber, Blitz auf alle. Sicher gerade alle weg. Einer noch überlebt, hat sicher noch 1 HP. Es wäre cool, wenn man wüsste, wie sie heissen. Hey! Ist das ein bisschen stärker, oder? Ja, aber auch da keine Chance. Keine Chance, Mann. Gut. Schnell heilen. Das machen wir eben hier ganz einfach. Im Remake geht das eben nicht so in unserem Menü raus. Das ist leider ein bisschen schade. So. Gerade zum Don. Todi, hey, da seid ihr. Jawohl, komm. Carmen, alles okay? Wir müssen Ares helfen. Alles okay. Natürlich, wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. Ich komme, Ares. Ich komme. Wo bist du? Da hinten. Komm dich befreien. Lenana. Don Coglione. Komm, sei doch nicht so schüchtern. Ja. Könnten Sie mir zuerst etwas erklären? Natürlich, Liebes, ich werde dir ganz langsam Schritt für Schritt erklären. Also komm. Lass mal das an. Nein, das meine ich nicht. Nein, halt, warten Sie noch ein bisschen. Komm, na dann wieder mal Lustmolch. Ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Zodi. Papa. Was zum Geier ist hier los? Was ist das? Entschuldige, Don. Verstehe, wa? Halt den Mund. Jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich sie ab. Oh. Nein, bloß nicht. Ich werde reden. Ich erzähle euch alles. Also erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden sie mich umbringen. Red schon, wenn du uns nichts sagst. Reiß ich dir was ab. Es war Heidecker von Shinra. Heidecker, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Ja, hätte er ja gerade gesagt. Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du uns nicht sagst. Zerschlage ich sie. Ich hoffe, ihr werdet schon was wisst, um was es geht. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du?
Shinra versucht eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra sie wirklich niederschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihnen sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passiert wird, wenn die Platte will Peng machen und alles wird kaputt gehen? Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier in Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums im Sektor 7 zerstören? Toddy, kommst du mit mir zum Sektor 7? Klar, Carmen, natürlich. Der will das wirklich kaputt machen. Kann der noch etwas holen? Oho, ein Hyper. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet, es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil du aufgegeben hast, weil du deiner Sache sicher bist, weil du nicht weißt, was los ist. Hey, richtig. Zack, zack und weg. Das habe ich gewusst, dass das passiert. Das ist der Heidecker und das ist natürlich der Präsident Shinra. Was machen die Vorbereitungen? Haha, sieht gut aus. Ich habe die Turks damit beauftragt. Präsident, sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reeve? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun, deshalb. Reeve, deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister? Du meinst den Typen, der den ganzen Tag im Gebäude hockt und sich vollstopft, hä? Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde. Warum nimmst du dir nicht ein paar Tage Urlaub? Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt. Dann leiten wir die Shinra Incorporation eine Rettungsaktion ein. So, das sind die Pläne, die sie haben. Hm? Hey, das ist perfekt, ja. Das wird auch so, das passiert aber auch so. Genau so passiert es in der Welt. Ah, sind wir in der Kanalisation gelandet, hä? Okay. So, die geht's wieder. Mann, das ist furchtbar. Ja, das ist grusig. Hey. Alles okay? Geht's? Ja, es geht. Schön. Das Schlimmste ist vorbei. Oh. Oder auch nicht. Okay. Da kommt etwas. Oh! Oh shit. Blitz. Ich gerade auch eine Welle. Geht. Dafür geht ein Limit. La Mama, der Bison. Il Bisonte. Nein, der... Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. So, die ist dran. Ich weiß gar nicht, Blitz weh da hat. Carmen nicht Limit. Kann sie mal gut reinschütten. Ich glaube, Feuer. Feuer ist immer gut. Abwasserkanal-Tsunami. Eine Welle voll Scheiße. Ja, er macht sich selber weh mit dem. Hast du das gesehen? Er kann heilen. Wärst. Ich ihn mal. Ah, das ist ein Seich da mit dem Stick. Heilender Wind, sehr gut. Angriff.
sie hat Feuer. Machen wir Feuer. Blitz hat 77 genommen. Das heisst, Feuer wird vielleicht mehr. 128, also Feuer tut eindeutig mehr weh. Das heisst, sie soll nur Feuer machen. Vielleicht ist nicht schlecht mal ein Trank. So. Limit. Ist gut reinschuten. Je, kaputt. Schon weg. Also im Remake ist der natürlich um einiges schwerer. Querhieb erhalten. Ich glaube, das ist ein neuer Limit. Es ist zu spät, Marlene. Das die Leute in des Lamps. Gib die Hoffnung nicht auf. Es ist bestimmt nicht einfach, den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht. Noch haben wir Zeit. Ja, ja. Können wir noch alle go informieren. Limit. Ja, Querhieb. Oh, nein. Man muss die Stufe ändern. Was kommt denn nachher? Sie ist immer noch Faustnagel und sie hat heilender Wind. Gut. Gut. Gehen wir da hinten zuerst. Das ist eine Materie. Gelbe. So habt ihr natürlich alles. Schildkrötli. Turtles, Mann. Turtles kommen. Regenzeit. Kanalisation. Turtles. Wir haben es gefunden. Faustnagel. Ich wette, die sind mit Blitz. Tut es denen weh. Ich glaube, das sind Sahaigins. Was sind das? Jetzt Blitz. Wieder Blitz. Eis ist besser. Oh, Wasserpistole, schau mal. Nein, mit der Aris darf ich nicht reinhauen. Das darf ich nicht. Mit ihr muss ich unbedingt immer etwas anderes machen. Die ist mega schwach mit ihrem Steckchen dort. Schnell kurz heilen. Am besten geht das wirklich mit. Heilig. So. Dann kann mir nämlich schon noch ein Äther geben. So, das ist nämlich auch wieder voll. Das ist eben echt gäbig. Mega gäbig. Cool. Kurz vor der Materie. Das sind genau 300 Lebenspunkte. Ein Krebsli. Ein Krebsli. Sie muss Feuer machen. Ich mache gerade auf das Krebsli Feuer. Angriff. Limit. Querhieb. Auf die. Das ist nämlich schon kaputt. Jetzt kommt der Querhieb. Zack. Und gerade weg. Wasserpistole mag gespielt. Nicht reinhauen mit ihr. So. Und was haben wir? Raub. Cool. Mit dem kann man natürlich. Sie hat noch frei. Sachen stellen. Wer hat es gedacht? Also, jetzt muss ich nur noch... jetzt habe ich gerade ein Seich gemacht. Ich muss das schon noch holen, dort hinten. 3 Krebsli. Ich glaube mit Raub. Das haben sie sehr praktisch gemacht. Es wäre cool, wenn ich mal wüsste. Was war das? Blasen. Konnte nicht stehlen. Ja, der lässt das was sein. Eis hat jetzt der weh da. Das auch.
Feuer. So. Ich wollte eben noch das Ding holen. Das muss sein. Ich habe gerade einen Fehler gemacht am Anfang. So. Hätte nicht rauf sollen. Es kommt sicher noch ein Kampf dazwischen. Ein Trank, ja. Vielleicht ist es genau der Trank, wo mir eigentlich wird fehlen. Und drücke vielleicht drauf, drecken. Oh, jetzt kann ich sie von hinten. Oh, die können gerade alle kaputt sein im Fall. Ah, noch nicht mal. Blitz tut denen nicht weh. Feuer. Eis. Ah, das war critical, wenn es so aufleuchtet. Super! So geht's auch weiter. Lasst uns versuchen, runterzuspringen. Natürlich! Juhu! Ab in die ewige Dunkelheit. Dunkelheit. In der Abwasser. Bäh. Schnell schauen, vielleicht gibt es da noch etwas versteckt. Nein. Ich komme jetzt da rauf. Bin irgendwie falsch. Mann, die Turtles, die geben nicht auf. Eis. Und der Blitz. Das kann man nur mit Magie. Nein. Kann man eine Heilung geben. Und weißt du, es ist nicht noch das Feuer, da sind wir ganz sicher. Weg. So. Ja, das nützt mir jetzt da ehrlich gesagt nicht viel. Ist da etwas? Ich meine, so nicht ewig rumirren. Ich bin auch gerade ein bisschen zu doof. Ich kann auch flüchten. Aber ja. So, das Krebschen noch. Und das Eis auf den. So, weißt du, was du kannst mal... Nein, du, ja, die Strei. Hey, der hat gerade gekontert. Heilig aufgeladen. So, schon mal einen weniger. Bleib mit dir, komm. Das ist gerade super. Ah, das tut gut. Nicht angreifen mit dir, ja jetzt. So, verreck. Gut. Nein. Jetzt können flüchten. Ja. Also. Dann ist da noch ein Querhieb auf den und Eis auf den.
gerade weg, das ist schön. Und aus Sicherheit noch Blitz auf das. Das hat eigentlich so weit gut sein. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss dort im Fall. Man kann ja den Knopf drücken und dann sie so abhauen. Säckeln sie wie weg. Hä? Also. Ich kann ja nie anders her. Hey, also bitte. Da ist eine Leiter. Ich kann nie mehr anders her. Ah, okay. Ja, man sieht es halt nicht so gut. Man sieht es halt eben nicht so gut. Ich spritze Feuer auf den. Einen weniger. Zodi, Angriff. Garmin, Angriff. So. Jetzt, wer sagt, jetzt bin ich übergekommen. Oh, der Zugfriedhof. Ja, so gut. So gut. Aeris, ich bin schuld, dass du in alles das reingezogen wurdest. Schick mich nicht nach Hause. Schauen wir mal, wenn wir an den beleuchteten Zügen vorbeilaufen, müssen wir rauskommen. Okay. Gut, da ist ein Speicherpunkt, das finde ich schon mal super. Ja, dann kann ich hier mal speichern. Wir können nämlich schon ein Moment nicht mehr speichern. Und somit sage ich nämlich gerade merci fürs Einschalten, merci fürs Schauen. Und ich sage jetzt schon merci fürs Kommentieren, merci fürs Abo hier zu lassen. Alles schon im Voraus. Leutlis, merci noch einmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Das war Part 6 und wir sehen uns hoffentlich wieder in Part 7. Tschüss zusammen, bleibt fit.